Herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Ich habe in der Zwischenzeit, zwischen der ersten Episode und dieser Aufnahme liegt ungefähr eine halbe Stunde. Ich habe in der Zwischenzeit auf meinen Level 11 Charakter gewechselt. Warte mal kurz. Köterkeule, Maulwurfsrattenhappen. Ja, die Madame hat einen Hunger. Ihr wisst ja, wie das ist. Gut, wir werden uns jetzt einmal in Richtung dieser Bar begeben. Die ist da in die Richtung. Die Responder brauchen Sie. Besuchen Sie die Kirche in Flatwoods. Nahrung, Unterkunft, Sicherheit. Na bitte. Wissen wir das auch. Ja. Was wollt ihr jetzt sagen, ohne zu wissen, was ich will? Dann nehmen wir ein paar Sachen mit. Ist auch schön. Holz, hacken, Holz, hacken, Holz, hacken. Ja, dann hack du Holz und ich gehe weiter ganz stolz. Ja, wie schon der Weg zur Erleuchtung. Erleuchtet bin ich schon, weil ich muss eine Taschenlampen verwenden. Ja. Wir werden uns dort so ein bisschen durchschlagen. Mit dem Charakter haben wir ein bisschen mehr Chancen, sagen wir mal so. Zwar nicht viel mehr, aber egal. Hoppala. So. Zigarrenkiste, Klebeband und vor allem ich habe das Camp, was ich mit dem Charakter gehabt habe ich nämlich, wenn du schaust, da müsste eigentlich die Karte auftauchen, genau. Die habe ich nämlich daher versetzt, das Camp, das war vorher da irgendwo. Keine Ahnung. Ich würde es mal weitermachen. Und die anderen Charaktere, die ich gehabt habe, mit Level 0, 4, die habe ich alle gelöscht. Au! So, jetzt ist die Waffen auch leer. Toll. Na. Also das war da. Na wohl, nehmen wir eins. Haben wir keins mehr. Toll. Was war denn da jetzt da? Super. Ich muss ja auch wieder erst reinkommen da in dieses ganze System und ja, es ist halt... ja, lassen wir das. Ah! Trottel Kenny! Danke. ...45er Schaden. Warte mal, haben wir sowas? 40... 44... Na, das kennt man aber für dabei mitnehmen. Gegenstände verwerten. Was können wir denn da verwerten überhaupt? Weil das meiste habe ich auseinandergenommen gerade eben. Das habe ich eingelagert, was wir zu viel mitgehabt haben. Und wie ihr seht, ich kann euch die Werte sagen von dem Charakter.
dieser Charakter ist so drauf. Der ist beschissen. Wirklich beschissen. Aber egal. Das soll mir jetzt nicht davon abhalten, da mal ein bisschen herumzuschwadronieren. Und zu schauen, was uns hier erwartet. Besuche das Wayward. Ja, meine Kleine, da bist du selber schuld. Oh. Hallo. Das hat genau meine Farbgebung an das Spiel. Ich liebe solche Farben. Das ist... und Kontraste. Das mag ich einfach. Genau. Das Camp der Aufseherin. Meine Lagerkiste, da ist ja nichts drinnen. Also. Egal, ich nehme jetzt trotzdem mal mit, was wir haben. Abgekochtes Wasser ist immer geil. Ja, das ist der Charakter, den wir haben. Gegrillter Redhirsch. Ah. Maulwurfsrattenhappen. Cool. Das wird ein Schmackofatz, das sage ich da. Gut verlassen. Können wir irgendwas... Achso, den haben wir ja schon. Leichte Rüstung, das haben wir auch schon. Warte mal. Modifizieren. Haben wir da irgendwelche Möglichkeiten? Standardfutter, da brauchen wir ballistische Fasern. Gut. Wir werden uns da so ein bisschen ausruhen. Ah, ja. Die gute alte Dame ist ja schon 3000 Jahre alt. Die braucht halt ein bisschen gepflegte Ruhe. Ich möchte nicht wissen, wie viel das wir uns jetzt einfangen. Alter, das schnarcht hoch. Geil. Das ist unser Schnorchi. Gut. Du fühlst dich ausgeruht. Na bitte. Boah, Level 325. Wie lange braucht man für sowas? Gut, wie ich in der ersten Episode schon gesagt habe. Oh. Ich habe nicht so lange gespielt. Muss ich offen und ehrlich gesagt gestehen, weil es mich irgendwann einmal nicht mehr so interessiert hat. Billarddreieck, das brauchen wir alles nicht. Munition wäre mir lieber. Okay, jetzt schauen wir wirklich einmal nach Wayward. Ich möchte wissen, was da auf uns zukommt. Bierflasche, damit könnte man wenigstens unser Charisma kurzzeitig erhöhen. Oh. Er spinnt ja zwar. Munitionsautomat. Ah, okay. Siehst, das weiß ich alles gar nicht mehr. Naja, so viel habe ich mich damit befasst. Teambereich. Ah, bitte was? Geht.
In einem Solo-Bereich wird ein Fortschritt selten... Aha. Ah ja. Was, das kennt man eigentlich jetzt schon mitnehmen, was? Okay. Ja, sorry, ich bin... Ich den Boden mit dir auf, wenn du mir nicht sofort verrätst, wo Cranes Schatz ist. Schätzchen, ist dir nicht gut? In meiner eigenen... Schätzchen? Ganz schlechtes Timing für einen Rank. Was? Hey, wer bist denn du? Ich bin kein Waffenexperte. Hm. Was? Scheiße. Klemmt. Wir bleiben alle schön hier, bis ich bekomme, was ich will. Also raus mit der Sprache. Und danach... Hab doch gesagt, dass das übel endet. Danke für die Ablenkung, Schätzchen. Und jetzt komm doch mal her, damit ich dich anschauen kann. Nicht gerade der beste erster Eindruck. Hatte mir das anders vorgestellt. Tut mir leid, Schätzchen. Die erste Runde geht auf mich. Ich heiße Duchess. Kann ich was für dich tun? Worum ging es? Hat er was von einem Schatz erzählt? Wenn ich das wüsste, Schätzchen. Der ist hier reingeplatzt und wollte, dass ich ihm verrate, wo ein Kerl namens Crane steckt. Den muss ich wohl irgendwann mal bedient haben. Seitdem kommen hier nur lauter Gestalten vorbei, die mir das Leben schwer machen. Das ist nicht gerade gut für das Geschäft. Brauchst du Hilfe mit diesem Typen? Jetzt, wo du es sagst, ich könnte ein paar extra Hände brauchen. Dieser Bursche, den wir umgenietet haben, war nicht der erste von seiner Bande hier. Aber hoffentlich der letzte. Normalerweise schicke ich ja meine eigenen Leute zum Aufräumen los. Aber mein Rausschmeißer ist mir abgehauen. Wenn du das für mich in Ordnung bringst, zahle ich dir gutes Geld. Also, wie wär's? Okay. Das hatte ich gehofft. Also, Folgendes. Diese Burschen haben sich alle nach Crane erkundigt. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Wie würdest du die Aufmerksamkeit von einem Haufen entschlossener Schläger auf dich ziehen? Charisma, Einladungen per Post. So hat meine Mama das jedenfalls bei meinen Geburtstagsfeiern gemacht. Aber da ist auch niemand gekommen. Ja, meine Zeit ist kostbar. Sag einfach, was du willst. Oh. Davon habe ich leider nicht genug. Nein, wir werden die Jungs anlocken, indem wir dich als Crane ausgeben. Kleinen Moment noch. Okay, ich glaube, das könnte... kleine Vorwarnung. Architektur ist nicht gerade meine Stärke. Nicht übel. Ich habe hier einen Bauplan für ein maßgefertigtes Schild gebastelt. Von Cranes Schatzsuche und Co. Falls es richtig funktioniert, sollte es eine Werbebotschaft aussenden, um die Aufmerksamkeit dieser Bande zu erregen. Kinderspiel. Du musst es bloß bauen und dann das Band benutzen, das verkündet, dass du geschäftsbereit bist. Dann musst du diese Trottel nur noch dazu bringen, dir zu verraten, wo ihr Boss sich versteckt. Die haben euch im Vault ja sicher alles über Baupläne und so weiter beigebracht, oder? Klar, ich weiß, wie man Gebäude nach Bauplänen errichtet. Ich soll ein Schild bauen, bist du verrückt, ich habe keine... Okay. Das höre ich gerne. Ja, der gute alte Mord kann natürlich auch dein Gedächtnis auffrischen. Wie meinst du das, Mordecai? Ich habe ein paar Bänder zu genau diesem Thema. Oh, Mord, nicht die Bänder. Sprich mit Mord. Er kann deinem Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen. Aber du musst natürlich auch Material besorgen. Davon sollte hier aber genug herumliegen. Ich schnüre dir ein kleines Paket. Ich leg noch ein paar Rationen drauf, damit du nicht verhungerst. Wahrscheinlich musst du einiges davon auseinandernehmen.
Aber da du mir so einen großen Gefallen tust, kann ich dir auch ein bisschen Material für die Werkbank geben. Wer weiß? Vielleicht lernst du sogar was dabei. Also, was ist? Wollen wir mit der Show loslegen? Ich wollte dich was fragen. Du hast nicht zufällig die Aufseherin von Vault 76 gesehen? Uns gibt es hier noch nicht allzu lange, Schätzchen. Aber die Mehrheit unserer Gäste würde ich eher als Störenfriede bezeichnen, leider. Da war keine Aufseherin dabei. Legen wir los. Ausgezeichnet. Wird höchste Zeit, dass wir die Trottel endlich loswerden. Wenn du sie findest, dann sorge nur dafür, dass ihr Anführer die Botschaft versteht. Finger weg vom Wayward. Okay. Sorge dafür, dass die Angriffe auf das Wayward endgültig aufhören. Bürotisch, Bierflasche, Spüllappen, was haben wir denn da alles? Aschebecher, Bierflasche, das nehmen wir natürlich alles mit. Oh! Jetzt müssen wir nur schauen, ob wir ein Wasser haben zum Saufen, ansonsten legen wir das nämlich gleich. Doch, haben wir. Auf die Favoriten. Appalachia. Naja, das kann ja heiter eiter werden. Mal schauen, wie lange wir es spielen. Ich weiß es noch nicht. Es wird aber bestimmt nicht so lang wie mein Fallout 4 Let's Play. Das kann ich dir jetzt schon verraten. Lies, Bauplan, Schild. Okay, und wo ist es jetzt drinnen? Da. Sprich mit Mord über das Bauen in deinem Camp. Ja, ich muss jetzt ein bisschen... Du musst mir jetzt ein bisschen Geduld haben mit mir. Ich muss erst schauen, wie das alles funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich das totale Bug-Festival erwartet. Ich sag das jetzt ehrlich, wie es ist. Aber derzeit... okay, warten wir mal an. Schön, dass Vault-Tec sich um einige Leute gekümmert hat. Gerüchte halber werden die Leute einfach in die Wildnis entlassen mit nichts als ein paar Rationen und einem schicken Anzug. Viel Glück. Nun mach dir mal keine Sorgen. Du bist jetzt in guter Gesellschaft. Hier hilft man sich gegenseitig aus. Also, was kann ich für dich tun? Du kannst mir was über die Benutzung meines Camps beibringen. Was? Was mit dir passiert ist, das... Allergien. Wie sich herausstellt, darf ich Erdbeeren nicht zu nahe kommen. Das war ein Witz. Aber ich war draußen, als die Welt unterging. Ich war mit einem Sicherheitslaster unterwegs. Kam gerade hinten aus dem Ladecontainer, als ich dieses Grummeln hörte. Und dann spürte ich den Wind. Es war, als wäre ein Wirbelsturm losgebrochen.
Der Truck wurde ordentlich durchgeschüttelt. Bang, bang, bang. Ich öffnete die hintere Ladetür und dann bang. Dann erwachte ich hinten im Truck. Immer noch am Leben. Nur schade, dass mich jetzt niemals irgendwer für etwas anderes als meine liebenswerte Persönlichkeit lieben wird. Das war an dem Tag, an dem ich zum Ghoul wurde. Nicht die schmeichelhafteste Bezeichnung, aber wenigstens lebe ich noch. Wie ist es so als Ghoul? Das braucht man eigentlich nicht. Du hast Glück, denn ich bin genau die Person, die dir mit deinem Problem helfen kann. Aber wenn ich helfen soll, wird dich das was kosten. Und was ist das? Hör zu, ich hab diesen Plan. Du wirst mir helfen, reich zu werden. Weißt du, die wahren Gewinner während des Goldrauschs waren nicht die Schürfer, sondern die, die den Goldgräbern ihre Schaufeln verkauft haben. Ich handle nicht mit Schaufeln, sondern mit Wissen. Ich kann Orte erreichen, die euch Typen mit eurer Rat-anfälligen Haut vorenthalten sind. Ich verkaufe also, was ich im Köpfchen habe. Und du wirst das Ganze für mich testen. Ich habe diese Holobänder aufgenommen. Darauf befindet sich alles, was ich über diese Camp-Dinger weiß. Hör sie dir mal an und lass mich wissen, was du von ihnen hältst. Wirklich? Danke für... Ich meine, danke. Aber komm wieder, wenn du sie ausprobiert hast. In Ordnung? Gab es sonst noch etwas, worüber du reden wolltest? Mordsschulungsroller Nummer 2, bauen in deinem Camp, Stromversorgung, okay, ja. Das machen wir halt einfach einmal, hatte zu dem Zeitpunkt nichts. Dann ein andermal. Okay, das können wir später auch noch alles durchprobieren und hin und her und ja. Aha. Wir sind überladen. Naja, warum nicht? Ich meine, ja. Wäre blöd, wenn du in einem Rollenspiel nicht überladen bist. Ich überlege noch gerade, was wir jetzt machen werden als nächstes. Wir werden einmal schauen, dass wir jetzt einmal irgendwie mit dem Level noch hochkommen. Da könnten wir aber einmal diese ganzen Bausachen jetzt einmal durchprobieren. Wer ist er? Der Hermingewehr. Gescheit. Okay, den werden wir sicher da wiederfinden. So. Wir werden jetzt das Camp einmal verlagern. Und zwar... da irgendwo etwaig gut versteckt. Ja. Ah, nicht da. Ich hätte mir gedacht, da den Berghang auf. Genau. Hast du mal wenigstens ein bisschen Ruhe haben. Mehr will ich ja gar nicht. So. Camp verlegt. Ja, das sollte relativ sicher sein. Kurz einen Blick. Wir werden uns jetzt mal diese Tonbänder anhören. Das war da. Verdammt, welche verschissene Ratte hat das hier? Hier, oh. Es ist an. Hallo? Hier spricht Mort McCoy. Und willkommen zur ersten Folge der Schulungsholos von Direktor Mort. Heute reden wir über Ihr Camp. Und jetzt, ehemaliger Wortbewohner oder Mörder eines solchen, fangen wir mit den Grundlagen an. Der Platzierung Ihres Camps. Wenn Sie zum ersten Mal Ihr Camp aufstellen, dann... Fuck. Wo hab ich... da. Dann denken Sie daran, zuerst das Gelände zu prüfen.
Prüfen Sie das Gefälle, ob es gut zu verteidigen ist und wie die Umgebung aussieht. Könnte diese Klippe da Ihre Flanke schützen? Ganz sicher könnte sie das. Sobald Sie den perfekten Platz gefunden haben, wird es Zeit für den besten Teil der Arbeit an Ihrem Camp. Den Aufbau. Der Aufbau kann vertrackt sein. Sie brauchen also eine ruhige Hand und ein Auge für Einzelheiten. Pardon, ein Auge für Einzelheiten ist wichtig. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit dem patentierten intuitiven Baumenü des Camp vertraut zu machen. Aber keine Sorge, das nächste Schulungsholo von Direktor Mord geht genauer auf das Bauen ein. Bis dann, Einzelhandel. Komm schon, Mord, was ist los mit dir? Hallo, lieber Zuhörer. Willkommen zurück zu den Schulungsholos von Direktor Mord. Holoband 2 dreht sich ums Bauen. Also, der erste Schritt beim Bauen ist... Ist das ein Weinfleck? Muss Rotwein sein. Wahl. Die Wahl, was Sie bauen wollen. Sobald diese Wahl getroffen wurde, erfolgt der Bau in 3 einfachen Schritten. Erstens passt der ausgewählte Ort von Form und Größe her zum Objekt, das ich bauen will. Zweitens habe ich den Bauplan gründlich studiert. Und drittens habe ich alle benötigten Materialien. Wer zur Hölle hat auf meine Notizen geblutet? Saul! Wenn du das machst, wirst du wieder bluten und zwar... Egal. Komm zum Schlusswort. Materialmangel? Suchen Sie auf Schrottplätzen in Mühlen und Lagerhäusern nach Teilen. Fehlt ein wichtiger Bauplan? Ihre Händler vor Ort haben vielleicht genau das, wonach Sie suchen. In diesem Sinne, dies ist ein Schulungsholo von Direktor Mord. Bis zum nächsten Mal. Solomon, wenn das keine Marmelade ist, dann... Willkommen zurück, liebe Zuhörer, zu Direktor Mords letztem Holoband seiner Camp-Reihe. Jetzt geht's um die Energie. Wenn Sie das zweite Band gehört haben, wissen Sie, wie ein Generator gebaut wird. Haben Sie dies noch nicht getan, warte ich noch etwas. Gut, ich nehme an, Sie haben jetzt einen. Generatoren sind das Herz des Energiesystems Ihres Camps. Sobald der Generator steht, müssen Sie ihn nur noch per Kabel mit dem gewünschten Objekt verbinden. Achten Sie darauf, dass das Kabel frei von Hindernissen verlegt wird. Für eine direkte Verbindung. Manche Objekte wie einfache Glühbirnen benötigen jedoch keine direkte Verbindung. Sie müssen nur ein Kabel von Ihrem Generator zu einem Energiepylon ziehen und diesen dann in der Nähe der Lampen platzieren. Und voilà, es werde Licht. So, und das waren Direktor Mords Holobänder zum Campbau. Bitte wenden Sie sich an Direktor Mord im Wayward, um mehr über seine anderen tollen Kurse zu erfahren. Darunter, Mord, ist das noch genießbar? Und Mutationen, bin ich ein Monster? Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ha, perfekt. Okay, durchgeknallt wie alles in der Fallout World. Warte mal, was haben wir denn da hinten? Daten, Auftragsjäger, Waffenwerkbank, um Kategorie herstellen, baue das Schild, okay. Was haben wir denn da jetzt auf der Karte ungefähr? Ich will nicht ganz in Unsicherheit mein Camp bauen. Und die neuen Kronkorken zum Verlegen haben wir auch noch.
Scheiße, da ist eine Straßen. Mit denen habe ich nicht gerechnet. Na, weißt du was, wir bleiben da hinten einfach. Okay. Wir sind sowas von überladen. Überladen. Warte mal, das haben wir ja. Ah, da. Ja, weißt du was, wir bleiben da. Da zwischen den Bäumen werden wir es uns gemütlich romantisch machen. Naja. Romantizitäten sind etwas anderes, mein Sohn. Was ist denn da hinten? Warte mal. Jetzt wird auch schon ein bisschen was... Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Entschuldigung. Was ist denn da? Aha. Eine Glühbirne, warum nicht? Nehmen wir mit. Okay. Aber wir bleiben jetzt da oben mit unserem Camper, sonst suchen wir da in 30 Jahren noch weiter. Gut. Die nächsten Episoden. In den nächsten Episoden werden wir auf eure Kommentare eingehen. Und was machen wir dann? Und dann werden sie, ja, ich dann wie ein bisschen länger aufnehmen, so 1 Stunde, und werde es dann in 3 Teile aufteilen, damit es ein bisschen, ja, oder warte mal. Wir können ja da am Fluss bleiben. Wir da am Fluss, da das sogar schön finden. Mit unserem Camp, aber ich bin mir nicht sicher, wo und wie und warum und weshalb. Das ist halt immer so eine Sache. Was ist denn da hinten? Weißt du was? Na, du sollst... Mach mich nicht narrisch, Mädel. Dir sag es. So, und jetzt habe ich wieder vergessen, wie das gegangen ist. Warte mal. Nein. Wir werden es ganz leger daher verlegen. So, genau. Sehr gut. Wir haben zwar jetzt wieder 9 Kronkorken dafür ausgegeben, aber dafür könnte man da reinschauen, ob wir irgendwo Materialien finden. Oh. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Warte mal. Blaupausen, Böden. Gibt's da irgendwas Geiles? Böden, Wände, Dächer, Treppen, ja Alter. Machen wir nicht narrisch. Na, wir werden das jetzt so machen. Wir lassen das für heute da. Die Episode ist schon wieder viel zu lang. Ich werde mich bemühen, in Zukunft 20 bis 25 Minuten. Und so, verstecken wir uns da ein bisschen. Und ich hoffe, es gefällt dir so halbwegs. Nur Entschuldigung, ich muss erst wieder reinkommen in den ganzen Kladderadatsch. Obwohl es eigentlich zu Fallout 4 nicht viel ist. Aber ich muss das auch alles lernen, gell?
Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen und ja, wenn du Spaß hast, freue ich mich wieder, wenn du dabei bist. Baba dabei.